Nunmehr der 80. Part ist angebrochen. Hier im Let's Play von Majora's Mask 3D. Wir sind irgendwie in einem unbekannten Ort, zumindest da ein Fragezeichen. Haben aber ansonsten alles gesammelt, was es im Spiel so gibt, zumindest als relevante, bis auf eine Maske. Und die holen wir uns jetzt. Ja. Hier auf dem Mond, im Fragezeichen, keine Ahnung, mit 500 Rubinen, was sowieso keine Bedeutung mehr hat. Mit allen Items, naja, keine Maske mehr, sind alle geklaut worden, die haben wir alle verschenkt. Tja, und jetzt das letzte Kind. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Du hast jetzt zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Oh mein Gott, er hat uns das Gesicht der grimmigen Gottheit geschenkt. Kann es heißen, die dunklen Mächte dieser Maske verschlummern noch fehler sind als Majora selbst? Tja, wer weiß, natürlich die Frage, warum zum Teufel schenkt er uns so eine mächtige Maske, die ihn in 0, nichts vernichten kann? Bist du bereit? Du bist ein böser Räuber und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Tja. Dann hätten wir halt noch mehr Masken übrig, sprich, außer der Verwandlungsmaske halt, dann würden wir halt die nicht bekommen, sprich einfach so gegen ihn fighten. Müssen wir mal kurz gucken. Tatsächlich, das Emblem ist da, wir haben alle Fälle, die es zumindest ins Buch geschafft haben, gelöst. Und damit, meiner Ansicht nach, das Spiel 100% abgeschlossen, weil, ich weiß, Angeln fehlt noch, aber es gehört nicht dazu. Oder habt ihr irgendwo etwas gesehen von wegen, ja, Angeln und so, du kriegst noch irgendwie ein Angelbuch und du musst dann alles komplettieren? Nö, sehe ich nicht ein. Aber klar, wir werden es noch machen und zeigen und so. Und vielleicht ist alles noch komplett, ich muss mal gucken, wie das Ganze so sein wird. Jetzt aber erstmal, okay, ist alles ein bisschen in einem Traum, war das in einem Rausch. Da ist Majora. Jetzt sind wir wohl wirklich im Mond selbst. Tja, verrückt. Okay, Freunde, die Maske, das Gesicht der grimmigen Gottheit, die Nizora Schuppen, die Kronen, Haut, die Deku-Schale und nun das Gesicht. Sie wirkt nur an bestimmten Orten und, wie gesagt, kurioserweise auch beim Angeln. Was ist jetzt los? Die Vermächtnisse der Bosse. Majora's Maske. Oh mein Gott. Servus, Taya. Nutze eine Erfahrung, wenn die Vorderseite des Gegners unverwundbar scheint, was ist da mit deiner Rückseite? Ja, gute Frage. Mal gucken, wa? Lichtpfeile! Bringt nix. Scheiße, wieso bringen die nix? Alter, ist die Maske riesig. Mal gucken, ob das überhaupt etwas bringt so. Weil ganz ehrlich, Leute, ich habe den Kampf hier noch nie gemacht. Ich habe ihn zweimal gesehen, damals noch ohne das Gesicht der grimmigen Gottheit. Das hat auch geklappt. Naja, es ist momentan noch eine ziemliche Pattsituation, das ist natürlich auch nice. Da muss doch auch so gehen. Das Teil ist ja viel zu schnell. Kann ich zumindest einmal nicht Pfeilen schnappen. Na, klappt sogar, cool. Alter, ist das Vieh. Okay, das ist echt übel. Suche mal das Feenschwert. Das war natürlich auch nichts. Alter, nee. Ganz ehrlich, ohne Gesicht der grimmigen Gottheit dauert der Kampf hier Ewigkeiten. Vielleicht andere Items mit Fanghaken und so etwas arbeiten. Na, komm schon, beruhig dich mal, beruhig dich mal.
Ja, vorne bringt es echt nichts. Die Maske ist... Alter, die ist unzerstörbar so. Kann man schon wieder einmal noch mit dem Feenschwert treffen. Das muss gehen. Das Feenschwert ist schon so gigantisch. Ob so Blocken was bringt? Ja, versuch's mal gleich, wa? Komm runter, ich blocke. Die greift mir gar nicht an. Echt über das Teil. Und die Musik. Es ist eine Musik. Sag mal. Ist es einfach nur, weil wir so klein sind oder trifft das Vieh uns echt nicht? Na toll. Okay, blocken so bringt nichts. Oder natürlich müssen wir es so versuchen, wa? Ja, okay, Freunde, das war ein netter Plausch, aber jetzt reicht's. Göttliche Power! Eigentlich eher Unilink-mäßig. Alles andere klappt nicht mehr. Jetzt! Schwerthiebe! Yo, yo, yo! Ja, ich sage, so ist der Kampf echt schnell vorbei und wir kommen plötzlich zur Hilfe, okay. Wir helfen dir, Boss! Wow, voll erwischt! Oh. Twin Mold! Krass, war? Ich hab's irgendwie verdammt, wie ist das Schwert schon wieder? Das Helix-Schwert oder so etwas? Der Helios-Schwert? Aber wir kennen es doch mittlerweile auch schon längstens aus Hyrule Warriors. Ja, wie gesagt, mit der Maske ist es echt sehr, sehr schnell. Stimmt, hat er mehrere Phasen. Majoras Inkarnation. Und ich erinnere mich von damals noch im Original beim... Genau, damals wo ich vorhin gezockt habe, das Viechs. Ey, da ist er schnell. Einfach spammen, spammen, spammen ist natürlich schnell vorbei. Okay, war schon zu übel, war? Oh mein Gott, er setzt Gear 4 ein! Nö. Wird einfach nur hässlicher. Majoras Magier, oder was das soll, Freunde, auch keine Ahnung. Du musst sie nur finden. Ja, hier. Eine tolle Schwachstelle, wa? Was mal ohne. Ja, klappt sogar, cool. Hallo? Alter, ist wie groß. Nein, der Beine durch. Mag er scheinbar nicht. Oh. Sag mal, kann ich vielleicht mal mit dem Schwert treffen? Okay, ja, also das ist natürlich viel einfacher als die erste Phase. Noch, Hilfe. Aber denk mal, oh, wenn wir schon eine Maske zum Spielen haben, dann setzen wir sie auch. Alter! Wow. Jetzt bist du fällig. Alter! Sag's mal gut hier. Der Größenunterschied war, also ohne Link hier, ja, da heißt wirklich ohne Link ist echt grausam groß. Da oben müsste etwa 3,5 Meter oder so etwas hoch sein. Ja, und das war's. Stell dir mal vor, den ganzen Kampf ohne das Gesicht der grimmigen Gottheit. Vor allem die erste Phase, ey. Ist eigentlich so gesehen seine stärkste, war? Naja. Er macht so nicht viel, aber hat für einen ultimativen Schutz. Der Mond! Er löst sich auf! Oh oh. Ebbe und Flut. Es kommt mir jetzt ein bisschen so vor wie in Dragon Ball damals. Es ist vorbei, Mann! Yo, ihr habt gewonnen, geil, Mann! Scheiße, Mann, ich wünschte es
wäre runtergefallen. Sogar so sah gerade der Typi aus. Der und die Giganten, die machen gar nichts. Ah, doch, bewegen sich noch ein bisschen. Und ein Rainbow. Ja. Dämmerung eines neuen Tages. Tja, Leute, so schnell kann es gehen und der Endboss ist mit der richtigen Maske eigentlich am schnellsten platt von allen. Epona? Taya, Tail! Ah, er ist wach! Was passiert? Oh, Alter, das Gesicht. Die 4 Giganten. Rocket? Ihr habt mich also nicht vergessen? Niemals, Mann. Wie können wir dich, kleine nervige Sau, vergessen? Ihr seht mich noch immer als euren Freund. Ja. Freundschaft wird ewig. Hoffen wir zumindest. Los, Leute, wir gehen. Wir bleiben für immer Freunde. Psch, oh, von See angestoßen. Und das Horkit, es weint erstmal vor Freude und vertraut darüber, dass das Spiel bereits für ihn vorbei ist. Denn diesen lustigen Gesellen sehen wir erst in Twilight Princess wieder. Hast du mich gerettet? Tja, also, ja, ich war's. Wer auch sonst? Ich meine, ich bin ein Held, war. Ich dachte, sie wollen nicht mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Hehe. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Das sind gleich hoch an die wir das Finken in den Wellen, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Oh mein Gott. Du kennst uns noch? Ich weiß, lass uns etwas tun. Was denn? Das Böse Teil ist von der Maske abgelassen, ja? Wie zum Henker kommst du denn hierher? Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich nur auf der Durchreise befinde, auf zum nächsten Zelda-Spiel für die Wii U, muss ich heute nur Lebewohl sagen. Aber dort wohl auch ein Auftritt, oh Mann. Ja, ich bin sowieso dabei. Ich bin der Held. Soll sie jetzt nicht auch nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt ihm auch irgendwann ein Abschied. Oh, wie weise. Plus Mario-Maske auf dem Rücken. Das Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Ja, mit dem Ende der Zeit. Nun denn, du erlaubst. Tschüss. Aber es ist ja gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jede Maske, die du bei dir hast, ist immer Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Was? Wir haben 3 Masken dabei. Die Verwandlungsmasken, die sind voller Trauer, voller Tod erfüllt. Und er ist ein Geist. Was zum... Ja. Und den sind wir scheinbar wirklich im Zelda für die Wii U wieder. Sprich, es gibt Gerüche dazu, aber es soll wirklich noch mal in einem Zelda-Spiel auftauchen. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sie wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, eigentlich war die Zeit mit dir gar nicht so übel. Bald der Karneval beginnen. Vielleicht solltest du jetzt gehen und dich um deine eigenen Sachen kümmern, ja? Ja, auf jeden Fall den Karneval vor uns. Okay, Mann, ciao. Ja. Link und Abschiede. Wie immer bleibt er stumm. Tschüss, Mann. Michael! Ja? Ich meine natürlich Rikim. Ja. Danke. So, Leute, ich muss gerade wegen das andere lachen. Ich habe einen Nachbar über mir, etwa 3 Stockwerke über mir, der singt gerade so, wie vor die Giganten gesungen haben. Das ist so... Egal. Producer, Supervisor Shigeru Miyamoto. Freunde, wir haben das Spiel durch für mich das erste Mal zu 100% überhaupt und das erste Mal, dass ich überhaupt selber gezockt habe. Seit dem Original damals, sprich seit 2000, abgesehen natürlich von der ersten Stunde, also sprich bis zum etwa ersten Tempel. Da habe ich damals auch so gezockt, aber danach hat mich damals die Lust verloren.
Ja, jetzt sehen wir noch ein paar Szenen, von denen weiß ich bereits, das sind die Szenen und dann natürlich, die wir ausgelöst haben im Spiel. Sprich, sollte uns eine Maske fehlen, haben wir etwas nicht gemacht, würde hier die Szene dazu nicht erscheinen. Ja, so mal dazu. Aber wie gesagt, in den Credits, deswegen auch immer wieder ein Fazit von mir. Was halte ich eigentlich von Majora's Mask 3D oder allgemein natürlich von Majora's Mask, der Serie, dem Spiel natürlich, Serie sage ich schon, dem Spiel selbst. Naja, also man kann durchaus sagen, ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt. Im Gegensatz zu damals bin ich doch sehr froh, dass ich das Spiel durchgezockt habe. Es hat doch noch riesig Spaß gemacht, vor allem halt die ganze Questerei. Ich bin ja sonst eigentlich eher der Typ, der sagt, ja, Hauptstory ist mir am wichtigsten und so, Sidequests sind scheiße. Ne, so schon nicht ganz, aber hier ist Majora's Mask ist echt das Spiel, was Sidequests ausmacht. Ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, zumindest in der Zelda-Serie und sonst glaube ich auch kaum, das sich auf Sidequests so spezialisiert und dann doch mit der Hauptstory so verflechtet und mit 100% allem es so zu einem schönen Abschluss bringt wie hier Majora's Mask. Natürlich die ganze Hintergrundgeschichte noch, sprich die ganze düstere Story. Habe es bereits gesagt, von wegen den 3 Verwandlungsmasken, dass die alles irgendwas mit dem Tod zu tun haben und ja, ich kann noch was anderes noch erzählen. Es gibt ja das Gerücht, das ist noch ziemlich neu, also neu, das ist ein Jahr oder anderthalb oder so, dass Link während dieses ganzen Abenteuers in Majora's Mask tot sein soll. Wann genau bereits seit Beginn des Spiels, sprich seit er die verlorene Welt betreten hat, bereits tot ist oder erst seitdem er halt der runtergefallen ist auf der Jagd nach dem Horror-Kit. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Auf alle Fälle gibt es hier sehr, sehr viele Indizien dafür, dass Link halt die Trauerphasen des Todes irgendwie empfindet und so, oder sprich dem nachgeht, verarbeitet. Was halt sehr eindrücklich ist, halt noch das Spiegelschild, weil ein Spiegel soll die eigene Seele reflektieren. Und ganz ehrlich, der Spiegel sagt schon sowas im Sinne und Scheiße, ich bin down. Ja. Wie gesagt, so ein Gerücht, da gibt es ein paar Videos auf YouTube. Wenn es euch interessiert, bitte danach gucken. Ich könnte natürlich auch immer mal ein Video dazu machen, aber ich glaube, ich kann es nicht mal halbwegs so gut erklären. Zumal es ja auch bei Hallo Historia nichts darüber steht, von dem her. Naja, Roman geht's auch besser, geil, Mann. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, und ansonsten wieder zum Spiel zurück. 3D war, gut, 3D selbst kann ich nicht groß testen, muss nach dem New 3DS noch gucken und so. Auf alle Fälle gibt es viele Elemente, die sind original verbessert worden. Natürlich mal ein bisschen so von grafikmäßig und so, ganz klar. Aber natürlich auch Unruhestadt selbst, sprich, wo jetzt sich die Bank befindet. Gut, dass man jetzt irgendwie das Buch der Bomber, das Notizbuch der Bomber natürlich so bekommt, finde ich jetzt auch ein bisschen schräg, aber okay, gibt es ja vom Maskenhändler. Aber ansonsten, das Notizbuch selbst ist so viel besser als damals auch im Original und auch teilweise das mit den Masken, dass neue Quests eingefügt wurden. Ja, man kann ja wirklich sagen, sehr vieles wurde verbessert, auch die Bosskämpfe. Wobei ich sagen muss, Goff wurde jetzt gar nicht irgendwie groß verändert, ich glaube sogar überhaupt nicht. Der 4. Kampf gegen Dreamwolf, der war richtig geil. Der 3. Kampf gegen Gyurok war nervig, aber das war Gyurok schon immer. Und was war sonst noch so? Ja gut, das mit dem Schwimmen, mit dem Mana nur noch schnell schwimmen, fand ich jetzt sehr, sehr nervig. Auch Sonnensteuerung ziemlich, naja, zum Kotzen wohl gemerkt. Aber gut, daran kann man sich gewöhnen. Man hat es gesehen, sowohl beim Biberrennen, aber auch halt da auf dem Mond noch. Irgendwie hat es doch noch geklappt im Großen und Ganzen. Kommen wir jetzt bereits zur Hochzeit? Ja genau, die Hochzeitssequenz, geil. Und was war sonst noch? Es gab noch etwas, was auch... genau, die Eispfeile. Dass man das so vereinfacht hat, sprich eingeschränkt, dass das Spiel nur noch die Flächen und Monster einfrieren darf, die das Spiel vorherbestimmt, fand ich doof. Das war unnötig und ja, hoffe immer, dass es noch im Patchen so behoben wird, aber ich schätze mal eher weniger. Egal, ansonsten, wie gesagt, der Majora's Mask, ein Spiel der Düsternis, ein Spiel der Sidequests, was sehr vieles richtig macht, einiges, wie ich finde, nicht so. Ja, trotz allem muss ich sagen, Majora's Mask ist ein geiles Spiel, aber nicht mein Lieblingsspiel und auch nicht mein Lieblings-Zelda-Spiel. Da finde ich immer noch Skyward Sword, Ocarina of Time und Twilight Princess besser. Ja, und jetzt nochmal ein ganz düsteres Bild. Der Butler findet seinen toten Sohn, von dem wir die Dekoschall bekommen haben. Wieso aber finde ich trotzdem Majora's Mask nicht so geil, sprich wieso ist von mir auf dem 4. Rang momentan nebst The Wind Waker und A Link Between Worlds. Aus dem Grund, wie ich bereits erwähnt habe, es wurde vieles verbessert, einige Dinge schlechter gemacht und so.
trotz allem will ich das Ganze beurteilen, sprich Majora's Mask selbst. Tja, da sind wir wieder, verlorenen Wäldern. Die Frage für uns, die Frage für Link ist doch, was wäre jetzt eigentlich passiert, hätte ich die ganzen Sidequests nicht gemacht? Das Spiel wäre wirklich sehr, sehr kurz. Und ja, es ist halt so Action-Spiel, Action-Adventure. Für mich immer noch so, die Story muss überzeugen und soll überzeugend sein. Sie war hier schon gut, keine Frage, auch mit den ganzen Sidequests, was sie ineinander gespielt hat. Aber trotz allem, es gab eigentlich keine großen Überraschungen in der Hauptstory. Also von Anfang an klar, ja, das Horror-Kid und so, es hat Maske gestohlen. Man konnte bereits denken, okay, das Horror-Kid ist nicht wirklich der Böse und so, es muss irgendwie die Maske selbst sein, die ihn irgendwie überredet hat, verführt hat, wie auch immer. Ja, und so war es am Schluss auch. Also, wie gesagt, Freunde, ich will jetzt keinen zu nahe treten. Ich weiß, Majora's Mask, das spaltet die Fangemeinde. Die einen sagen, ja, das Spiel ist irgendwie zu kurz und so, oder total seltsam, es gibt gar keinen Sinn. Andere sagen, es ist das geilste Spiel aller Zeiten, wegen Sidequests und den ganzen Düsternis und so, weil einfach düster ist, ein Thema Tod und so näher gebracht wird. Von dem her muss ich auch sagen, ist wirklich ohne Gleichen, wie gesagt, vor allem das mit ganzen Sidequests, wie sie ineinander spielen, mit den ganzen die Zeit zurückdrehen, vorspulen etc. der ganze Zeit geschehen. Aber die Hauptstory, die ist einfach, ja, es ist einfach da, fertig, keine großen Überraschungen, fertig. Natürlich, das Ganze hat 80 Parts gedauert, aber wie gesagt, das waren halt wirklich noch sehr viele Sidequests, ich habe die alle weggelassen. Und hätte ich es jetzt nicht blind gezockt, sondern jetzt bereits gekannt und so, das wäre vermutlich um 30, 40 Parts durch gewesen. Natürlich abgesehen davon noch, hat eben der für mich größte Kritikpunkt, dass es doch keine große Überraschung gab. Zumindest bis jetzt noch nicht. Da kommt ja noch was? Ich glaube, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber trotzdem Rang 4 ist trotzdem ein gutes. Also jetzt für mich persönlich, wie gesagt, jeder von euch eine andere Betrachtung, für andere ist vielleicht sogar das Hass-Zelda-Spiel überhaupt, für andere ist das Lieblingsspiel generell, jeder hat seine eigene Meinung. Das sind einfach so die Punkte, wo ich für mich sagen muss, Majora's Mask ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber nicht mein Lieblingsspiel der Zelda-Reihe. Was ja auch hoffentlich völlig in Ordnung ist. Ich werde es nochmal zocken, privat nochmal auf dem New 3DS, weil ich mal gespannt bin, ich das Ganze mit den 3 Tagen so, jetzt wo ich das Ganze nochmal weiß, besser handeln kann, aber ich glaube, dass mit den Biberbrüdern lasse ich eher nochmal weg und ja, auch im Fall mit Gyrock werde ich ein bisschen mit, ja, naja, nicht so freudig entgegenwirken zumindest. Das ist unser 4. Bosskampf, also den finde ich immer noch gegen Dreamworld, der ist echt geil gemacht. Tja, ansonsten würde man sagen, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, es kommen noch ein paar Zusatzparts wegen Angel und so. Mal gucken, vielleicht werden es 8 Parts bis zur Zahl 88, vielleicht werden es weniger, je nachdem natürlich, ob ich Bock habe. Und ansonsten, das nächste Zelda-Spiel steht schon an, weil ja das Zelda-Spiel für die Wii U verschoben wurde auf nächstes Jahr, sprich 2016, und vermutlich dieses Jahr auch kein neues Remake erscheinen wird. Für den 3DS auch nicht. Wird wohl ziemlich sicher das nächste Zelda-Spiel, was denke ich so ein paar Wochen beim Kanal zu sehen geben wird wohl Twilight Princess sein. Ja, Nachfolger hierzu, weil dieser Link taucht auch in Twilight Princess auf, das Horror-Key, wie ich eben erwähnt habe, auch noch. Und wir sehen noch ein, wie soll ich sagen, ja, netten Vergleich zu Majora's Mask noch. Oh, kann man durchaus so seinen Vergleich ziehen. So, also aber ganz kurz noch so eines Parts hin. Noch gucken, was ist jetzt eigentlich, um zu speichern. Jo, dankeschön. Weil jetzt, Freunde, müssen wir, beginnen wir bei der Dämmerung des ersten Tages wieder, genau. Weil wir haben ja alle Masken eigentlich weggegeben, also wir haben alle Masken weggegeben, alle bekommen. Jetzt müssten wir eigentlich alle wieder zurückhaben, sprich wir müssen jetzt echt alle 24 Masken haben. Tatsächlich, wir haben alle 24, alle Sidequests gemacht, alles im Inventar, alle Herzzelle, Herzcontainer. Das Spiel ist komplett, bis jetzt eben noch auf das Angeln. Und da geht es im nächsten Part weiter. So, wir erst noch gucken, wie das Ganze machen will und so. Und alle Götter befreit, lass einen Urturm gehen, dort können wir sie herbeirufen. Ach, da rufen uns. Ja, die rufen ja auch nicht mehr. Nö, kein Bock drauf, Taya, sorry, aber das ist mir jetzt zu doof. Erstmal die Zeit verlangsamen und dann wird geangelt.
Ja, ich muss erst noch ganz kurz offscreen nachgucken, wie das Ganze schon funktioniert. Es gibt noch ein paar Spezialregeln und so für gewisse Fische. Man kann hier nämlich extrem viele fangen. Das ist echt krass. Tja, und hier haben wir alle 24 Masken des Spiels. Ich muss doch zugeben, es ist irgendwie... Freut es mich extrem, dass endlich mal das Spiel, wo ich eigentlich schon immer gedacht habe auf dem Weg, na, ich habe es damals gehasst, mir erstmal durchspielen, aber eigentlich ist das gar nicht so schlecht, wenn ich so andere Videos angucke und so. Jetzt kann ich ehrlich gesagt zugeben, doch, es ist ein cooles Spiel und gehört garantiert zu meinen Lieblingsspielen, aber eben nicht zu meinem Lieblingsspiel selbst. Nun gut, Freunde, vielen Dank wieder aufs Zusehen. Wie gesagt, bis zum nächsten Part, der kann sich noch ein bisschen strecken, vielleicht kommt der erst morgen, also sprich am Tag danach, vielleicht kommt er auch erst in ein paar Tagen. Bis ich da halt, ja, eine kluge Liste gefunden habe und mir gesagt habe, jo, jetzt gehe ich's an, jetzt will ich angeln. Tja, bis dahin, tschüss.